Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Serie, wo ich mich sehr darauf freue, unter dem Titel Johannes der Täufer. Der JB, John the Baptist, wie man es auch könnte sagen, so ein bisschen im Neudeutsch oder wie man das macht. Ich freue mich. Es ist eine Bibelserie, wo wir ein bisschen anders daran hergehen. Nicht jetzt einfach in ein Buch hier, sondern eine Figur, die wir rausgreifen und möchten vertieft anschauen. Es ist eine abenteuerliche Figur und mir gefällt er auch sehr, wenn er da dargestellt ist in diesen Videosequenzen vom Lumo-Projekt, wo der Bibeltext hinterlegt ist. Er ist weltberühmt und manches Kind hat schon vom Johannes dem Täufer gehört und trotzdem ist er oft nicht sonderlich im Fokus. Und wir möchten uns jetzt so 3 sündige Zeit nehmen, heute, nächste Woche und dann in ein paar Wochen nochmal eine nach den 4, die noch sind, wo wir werden ein bisschen genauer anschauen. Und wir werden den Johannes immer auch in Bezug auf so 3 Personen anschauen, wo er oft in Verbindung gebracht wird. In Bezug auf den Elia, da tauchen wir heute rein. Dann natürlich in Bezug auf Jesus. Und dann auch noch in Bezug auf den Herodes. Die Figuren, die stehen für grössere Themen, die hinter dem Leben von Johannes stecken. Und ich lade euch herzlich ein, um auch nochmal einen neuen Blick auf die Figur zu werfen. Der Johannes der Täufer, ein wilder Kaib, ist im 1. Jahrhundert nach Christus noch ein bisschen mehr im Fokus gestanden. Er hat eine recht zentrale Rolle in den christlichen Kreisen gehabt. Aber je länger, je mehr haben dann die Apostel auch mit ihren Schriften, die dann bekannt worden sind, ihm ein bisschen Konkurrenz gemacht und sind fast mehr im Fokus gestanden als er. Aber damit wir so ein bisschen nochmal wissen, mit wem wir es zu tun haben, habe ich gedacht, wir werfen zuerst einen Blick wirklich auf ihn als Person. Und mir ist so in den Sinn gekommen, eigentlich wäre es ja passend, wir würden mal sein LinkedIn-Profil anschauen. Das ist ja am Trenden unter uns und ich habe wöchentlich Anfragen von Leuten, die sich mit mir befreunden möchten. Das ist der Ort, wo man Social Media, Facebook und so alles so ein bisschen zu vielleicht unprofessionell ist, dann ist auf LinkedIn, dort musst du sein. Wenn du Karriere machen willst, dort zeigst du, wer du bist, dort zeigst du, was du kannst. Dort läuft auch vieles heute in der Geschäftswelt drüber. Ja, da wirst du sogar manchmal von deinem Arbeitgeber gezwungen dazu, dort gut zu networken, weil das bringt dir etwas. Den Johannes habe ich leider nicht gefunden, aber so ungefähr ein bisschen etwas, was er ist, können wir schon herausfinden. Also wie gesagt, sein Name ist Johannes. Das kommt vom hebräischen Jochanan und bedeutet, dass Jahwe sich erbarmt hat. Ein wunderbarer Name, sicher auch eine tiefere Bedeutung soll haben. Und er hat einen Nicknamen gehabt, der Täufer, der Baptist, der die anderen untertaucht und wieder holt. So hat man ihm gesagt. Man könnte sagen, er kommt aus einer Pfarrersfamilie. Er war nämlich Sohn vom Priester, vom Zacharias und familiär verbunden mit Jesus, der Cousin, vermutet man. Geboren ist er etwa 4 vor Christus. Da eine kleine Randbemerkung. Man ist nämlich nicht ganz einig, wann Jesus geboren ist. Möglicherweise so 3 oder 2 vor Christus. Darum ist der Johannes noch ganz ein bisschen älter. Und vermutlich ist er in der Nähe von Jerusalem geboren, so im Bergland von Juda. Er hat eine spannende Karriere angelegt. Vermutlich war er mal irgendwo Bio-Imker gewesen. Er ernährt sich nämlich hauptsächlich von Honig. Aber auch so ein bisschen mit den Insekten hat er es gehabt. So, das ist heute wieder im Trend. Insektenfoodie, würde man vielleicht sagen. Und später natürlich Prophet und Prediger. Und er hat am Ostufer vom Jordan gewirkt, südlich von Jericho. Das ist ein spannender Ort, der in der Bibel immer wieder vorkommt. Da gibt es einen Bezug zum Beispiel zu der Geschichte, wo das Volk das Land eingenommen hat, wo sie über den Jordan haben müssen queren, also das Volk Israel in der Exodus-Geschichte. Aber auch später werden wir sehen, dass der Ort nochmal eine Rolle spielt. Er hat sich speziell gekleidet. Kamelhaar und einen lederigen Gürtel, das wird uns berichtet. Und wenn man von seinem Lebensmotto möchte ausgehen, würde man sagen, kehr um. Das war sein Motto, nachdem er gelebt hat. Er hat das allen Leuten erzählt. Er hat gerufen und gesagt, kehrt um. Tünt Buß, ist noch so ein alter Ausdruck, aber eigentlich ist damit gemeint, eine Veränderung vom Lebensstil, von allem, was man ist. Und das hat er den Leuten zugerufen, er ist für das gegangen, für das ist er bekannt worden. Er ist so bekannt worden, dass er es geschafft hat, dass der lokale Regent, der Herodes, auf ihn aufmerksam geworden ist, dass er ins Gefängnis hat müssen und dass er dann dort auch gestorben ist, an einem Fest enthauptet zur Ehre von einer Verwandten vom Herodes, noch bevor Jesus selber ans Kreuz gegangen ist. Eine spezielle Figur. Wenn wir so zusammen mal eintauchen in die Zeit, in der er auftreten ist, dann tauchen wir
in die Situation am Anfang vom 1. Jahrhundert, eben ein paar Jahre gerade so nach Christus, vielleicht irgendwie 5, 6, 27 nach Christus. Und in dieser Zeit hat die Stimmung von der Erwartung geherrscht in diesem Land. Seit 400 Jahren scheint es, als hätte Gott geschwiegen. Man ist zwar zurück aus dem Exil, wo man mal weggeführt worden ist, am Ende vom Alten Testament. Man konnte zurückgehen, man konnte den Tempel aufbauen, die Mauern wieder aufbauen. So richtig gelungen ist es zwar nie. Die Leute aus der Passion Group Bibel wissen, dass wir dort sehen, dass das Ganze auch nicht ganz so einfach war, auch unter dem Nehemia nicht. Aber irgendwie etwas von Hoffnung war da gewesen. Kommt jetzt das Gottesreich, kommt jetzt das Königreich von Gott endlich. Aber so richtig durchgebrochen ist es nicht. Weil das sind ja auch noch die Römer als Besatzungsmacht im Land. Und man hat sich gefragt, ist es das wirklich gewesen? Eigentlich fühlt es sich immer noch nach Exil an. Wir sind einfach wieder auf unserem Boden. Und man hat sich viel Gedanken gemacht. Die Juden haben den Text vom Alten Testament, von den jüdischen Schriften, intensiv studiert. Bücher wie Daniel, Maleachi und Jesaja hat man analysiert und gesagt, was deutet denn darauf ein? Wann kommt denn jetzt da die Zeit, wo die Gottesreich-Herrschaft endlich hineinbricht? Vielleicht fast ein bisschen wie heute manchmal, wo man denkt, oh, jetzt geht alles ab und jetzt wollen wir alles herausfinden. Man hat gerechnet, wann wird Gott wieder wirken. Und die Erwartung für den kommenden Messias, der das Land von den römischen Besatzer befreit und als König auftritt, die war echt gross gewesen. Und dann ist da einer gekommen, der durchaus ein bisschen Aufsehen erregt hat. Der Johannes, der Täufer. Und er ist eine einzigartige Figur, wie sie die Bibel so beschreibt. Er ist, wie es der Calvin, ein Kirchenvater, in seiner Schrift Institutio geschrieben hat, in der Mitte zwischen dem Gesetz, dem jüdischen Gesetz, und den Evangelien. So zwischen ihnen eingepflanzt. Und seine Geschichte zieht noch bevor Jesus in den Evangelien den Fokus auf sich. Man könnte fast sagen, er hat so ein bisschen eine Brückenfunktion zwischen dem Alten Testament und dem, was jetzt da gerade neu anbricht. Und genau das möchten wir auch heute besonders an dem ersten Sonntag unter die Lupe nehmen. Der Bezug, den Johannes zum Alten Testament schafft. An dieser Weichenstellung, ganz am Anfang von diesen neuen Schriften. Und insbesondere auch seine Verbindung zum Prophet Elia, wo immer wieder mal im Zug von ihm genannt wird. Die Geschichte von Jesus ist eine Fortsetzung von der Geschichte vom Alten Testament. Für das steht Johannes als allererstes. Er steht da als ein Scharnier. Und was er machen will, ist Bezug schaffen in die Vergangenheit. Das ist nicht einfach etwas Neues, sondern das hat eine Basis. Da gibt es viele Schriften von den Juden, die schon etwas voraussagen. Und so spannend auch die 4 Evangelien, der Bogen zum Alten Testament, faszinierend. Hat mich neu begeistert. Der Matthäus, also wir haben ja 4 Lebensberichte von Jesus, von 4 verschiedenen Autoren. Und das ist jetzt ein bisschen Bible-nerdy, aber ich liebe es und ich hoffe, dich begeistert es auch. Der Matthäus spannt den Bogen ins Alte Testament, indem er Stammbäume auflistet, ganz am Anfang von Jesus zurück bis zum Abraham. Was will er damit sagen? Das soll nicht ein Jahresvers werden für dich. Sohn von so, Sohn von so, Sohn von so. Er will sagen, was da jetzt geschieht, hat die Geschichte zurück. Der Johannes macht es ganz anders. Der Johannes schreibt am Anfang von seinem Evangelium einfach am Anfang. Am Anfang. Bekanntlicherweise die 2 gleichen Worte wie im ersten Buch Mose am Anfang stehen. Am Anfang. Und im Hebräischen heißt auch das erste Buch Mose am Anfang. Und der Johannes schreibt das einfach so. Am Anfang war das Wort. Und sagt damit, was jetzt geschieht, was ich aufschreibe, ist eine riesige Sache. Das ist etwas, das Bezug nimmt auf die ursprüngliche Geschichte von Gott und den Menschen, wo aber jetzt neu drin kommt. Ich finde es faszinierend. Dann der Lukas, was macht der? Also nach der ganz kurzen Einleitung kommt der Johannes der Täufer schon mal extrem viel Aufmerksamkeit über, schon im ersten Kapitel. Noch bevor die Erzählung von der Geburt von Jesus losgeht, wird ausführlich über die Empfängnis und die Geburt von Johannes berichtet. Und spannend ist, dass die Geschichte tatsächlich Parallelen ausweist zum Alten Testament. Insbesondere zu der Geschichte von Abraham und Sarah, die auch eine Verheißung bekommen haben, dass sie noch Kinder bekommen im hohen Alter. Und es spannt da wieder so rote Fäden zurück. Und das liebe ich an der Bibel, dass da so viel vernetzt ist. Und wir sehen auch sonst im Alten Testament ganz viele Geschichten, die irgendwie starten mit Frauen, die keine Kinder bekommen. Und am Anfang vom Neuen Testament, im Bericht von Lukas, hat das schon wieder im Fokus.
mit der Geschichte von Johannes. Und dann der Markus, der macht es nochmal anders. Der hat eher ein kurzes Evangelium geschrieben im Vergleich zu den anderen. Er ist eher wortkarg eigentlich. Aber er startet auch direkt mit der Geschichte von Johannes vom Täufer. Und er macht das natürlich damit, dass er aus dem Alten Testament zitiert, aus dem Buch Jesaja, und das dann in Verbindung mit der Geschichte von Johannes bringt. Und er ist eigentlich sonst so wortkarg, aber lustigerweise gibt er einen grossen Fokus auf den Johannes. Und er geht die Details hier, die wir unter anderem hier gesehen haben, wo er sonst nie darüber berichtet, wie das der einen Mantel aus Kamelhaar angehabt hat. Wen interessiert es schon? Und dass er das komische Zeug gegessen hat. Sonst ist er da recht, holpert er einfach so drüber hin, aber da scheint er, wie will etwas zu machen. Er will einen Bezug schlagen. Und vermutlich, und da schon mal erst ein Spoiler, geht es bei dieser Kleidung eben auch so um ein Merkzeichen, um den Mantel, den man kennt aus dem Alten Testament, aus der Geschichte von Elia. Und das bringt uns zu der grossen Frage, ist denn der Johannes eigentlich jetzt der wiederauftretende Elia oder nicht? Oder was hat der Johannes mit dem Elia zu tun? Oder vielleicht noch viel grundlegender, und ich glaube, das war damals die Herausforderung, so in 400 Jahren, wo man wartet, bis Gott wieder redet, wo ein paar Messias aufgestanden sind, die doch gestorben sind, die es doch nicht geschafft haben. Hey, was ist das für ein Dude? Hey, was hat es mit dieser Person auf sich? Wer ist der Johannes? Der Johannes hat Fragen ausgelöst. Und die Leute haben darüber geredet und haben sich gewundert. Und wir haben in diesem Eingangsclip genau diese Stelle gehört, wo eben dann die führenden Männer vom jüdischen Volk Priester und Leviten zu ihm geschickt haben und gesagt haben, du bist wirklich eine coole Figur. Du machst ein bisschen Radau. Von dir erzählt man in der Stadt. Wer bist du? Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 1, die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Punkt. Eins war Johannes wichtig. Da hat es sicher Leute gegeben, die denken, hey, vielleicht ist er jetzt das. Ja, ein bisschen anders und so, aber er hat etwas. Er ist ein bisschen hart, ein bisschen kantig. Aber der Johannes macht es ganz klar. Er sagt, ich bin nicht der Messias. Das hat verwirrt, das hat Fragen ausgelöst. Aber wir verkraften die Aussage eigentlich noch gut, weil wir kennen ja, wie die Geschichte weitergeht und dass der Richtige erst noch kommt. Das war für die damals nicht ganz so einfach gewesen. So haben sie weitergefragt. Aber wer bist du dann? Vers 21. Wer bist du dann? Wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er. Der bin ich nicht. Jetzt erstaunt es schon ein bisschen mehr und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und jetzt wird es ein bisschen verwirrend, weil Jesus behauptet in Matthäus Kapitel 11, Vers 14 das Gegenteil. Was ist wahr? Jesus sagt über den Johannes, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Jetzt wird es tricky. Was hat der Johannes mit dem Elia zu tun? Wir versuchen, ein bisschen daran herzukommen. Wir versuchen, etwas rauszuspüren. Im Alten Testament gibt es ein paar spektakuläre Geschichten von Leuten, die gesagt haben, beam me up, Scotty, und entrückt worden sind. Eine davon ist im ersten Buch Mose schon, in den Büchern Mose, wo der Henoch wegbeamt wird. Eine andere ist eben die vom Elia, die sehr interessant ist, wo vor den Augen von seinem Nachfolger Elisa auch mit einem feurigen Wagen von ihm getrennt worden ist und dann in den Himmel entrückt worden ist. Und das ist eine spannende Geschichte. Und wir müssen uns jetzt ein paar Gedanken über den Elia machen, weil der Johannes irgendwie etwas mit dem zu tun hat und den Bezug auch immer wieder herstellt. Der Elia, die Geschichte wird uns im 2. Buch Könige berichtet, wenn er eben entrückt wird. Der ist am Schluss von seiner Wirkenszeit genau in der Region gewesen, wo der Johannes der Täufer getauft hat. Spannend. Nämlich in der Nähe von Jericho. Und es heisst dann, dass an seinem letzten Tag er mit seinem Prophetenjünger, Elisa, an Jordan ist. Und dann in spektakulärer Geschichte, wo er dann mit dem Mantel auf den Jordan haut, laufen sie durch den Jordan durch. Dauernd ein bisschen im Clinch, weil eigentlich würde Elia gerne allein sein. Der Elisa hängt ihm aber immer hinten rein und will mit dem Mikro, obwohl er irgendwie weiss, dass jetzt dann etwas geschieht. Und dann kommt es, an dem Jordan, auf der anderen Seite vom Fluss, kommen feurige Wagen vom Himmel. Und der Elia und der Elisa werden voneinander getrennt. Und dann heißt es, und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen.
Ein Schelm, wer Böses denkt, dass der Johannes möglicherweise die Örtlichkeit durchaus mit einer Bestimmung ausgewählt hat, wenn er dort kommt und seinen Dienst tut. Da klingt etwas an. In der Nähe von Jericho, am Jordan. Das ist spannend. Noch ein paar mehr Gedanken zum Elia. Und ich weiss, es ist ein bisschen Teaching, aber manchmal ist das auch ganz wichtig. In der jüdischen Tradition ist er einer der bedeutendsten Propheten. Der Mose, der ist noch so eins höher. Der ist herausragend. Das heisst es im 5. Buch Mose. Der Mose steht über allen. Darum, beim Berg der Verklärung mit Jesus, auch dort wieder ein Link, der Mose steht und dann der Elia. Wieso denn der Elia? Er kommt eine spezielle Position über und unter anderem hat es das auch mit ein paar jüdischen Lehren zu tun, wo nicht so klar ist, wie es wirklich war. Aber man ist sich uneinig bei den Juden, ob der Elia wirklich ein Mensch war. Oder ob er eine Art auch eine Engelsfigur ist, die für eine Zeit auf die Erde gekommen ist, dienen. Wieso? Einerseits, weil er einfach wieder ohne Tod entrückt worden ist. Andererseits, weil auch über seine Herkunft extrem wenig bekannt ist. Und es wird uns nur berichtet, dass er aus Tischbe kommt und den Ort kann man eigentlich auf der Karte nicht wirklich lokalisieren. All das ist so nicht mega wichtig, weil man ist sich auch nicht ganz einig und da gibt es verschiedene Theorien. Aber das macht den Elia zu einer speziellen Figur. Und dann hat es viele Propheten gegeben, die ihn als ein Beispiel genommen haben und gesagt haben, er ist ein Wegbereiter für den Messias. Und darum ist es eine gängige jüdische Erwartung, dass der Elia, weil er eben nicht gestorben ist, zuerst wieder muss kommen, bevor der wirkliche Messias auftritt. Der Maleachi, das ist der letzte Prophet von der christlichen Alten Testament-Bibel, wo uns berichtet wird, der beschreibt nämlich genau das in seinem Buch, im letzten Kapitel, in den letzten Versen. Dass einer wird kommen wie der Elia und vor dem Messias kommt. Und all die von euch, die schon mal an einem Sedermahl, an einer Sederfeier zum Passa teilgenommen haben, man stellt dort einen Becher auf, einen vollen, für den Elia mit Wein. Weil man erwartet, dass bevor der Messias wiederkommt, er noch kommt und dann ist es voll gut, wenn er genug Wein da hat. Man macht auch in diesem Ritual irgendwann Türen für ihn auf, dass er noch reinkommen kann. Also das ist eine gängige Erwartung, dass der Elia wird kommen, bevor der Messias kommt. Jetzt bleibt aber die grosse Frage, warum ist denn der Johannes selber so unschlüssig? Oder warum ist das nicht klar? Ich meine, Johannes sagt etwas, er sagt, ich bin ihn nicht. Der Jesus sagt, er ist ein. Wer Ohren hat, der höre und so. Ist also jetzt der Johannes der Elia? Hat er einfach eine Identitätskrise gehabt und gemerkt, das Ganze wird mir ein bisschen zu viel. Vielleicht hilft es uns, wenn wir da noch einen weiteren Baustein dazu nehmen, nämlich ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium die Situation, wo der Engel vom Herr, dem Vater von Johannes, die Ankündigung macht über die Geburt von Johannes. Und dort kommt eine eine andere Tonalität rein. Der Engel sagt nämlich dem Zacharias, einem alten Priester, der gemeint hat, er kommt kein Kind mehr über, dass er ein Kind wird bekommen. Und er sagt unter anderem, Lukas 1, Vers 17, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, wird er, Johannes, das Kommen Gottes vorbereiten. Was ist jetzt? Elia oder nicht? Ich würde sagen, die Antwort lautet so, nein. Nein, er ist der Johannes. Aber es scheint auch unbestritten. Und die biblischen Texte machen das irgendwie klar, dass die gesamte biblische Botschaft uns einen Wink geben. Dass mit dem Kommen vom Johannes eine grosse Prophetie in Erfüllung geht. Die Erwartung der Menschen war, dass der historische Elia nochmal kommt. Dass er nochmal auftreten wird, unverkennbar klar. Und man könnte vielleicht sagen, Gott hebt sein Versprechen. Weil das macht er hebt seine Versprechen fest. Und es passiert. Aber er macht es so ein bisschen mit einem Trick. Und es kommt einer mit dem Geist und der Kraft von Elia. Und ja, er kommt, aber er ist total anders, als man sich das vorgestellt hat. Was kann uns der Bezug von Johannes und Elia sagen für unser Leben? Der Johannes als allererstes steht als Person für die Weiterführung von einer alten Geschichte. Der Johannes ist so prominent in allen Evangelien. Das will uns zurufen. Was jetzt passiert, ist nichts Neues. Ist keine neue Lehre. Das ist eine grosse Geschichte von Gott und den Menschen, die da wieder aufgenommen wird. Er ist so eine wichtige Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er schafft den Bezug zurück in die Geschichte von Gott und den Menschen, aber er weckt auch nochmal neu. Auch gerade nach 400 Jahren, wo einiges einschlafen kann, so eine Erwartung. Achtung, Moment, da gibt es ja noch eine Hoffnung. Weil vielleicht war man auch resigniert gewesen. Vielleicht kennst du das selber in deinem Leben. Dass wenn du einfach wartest und nie passiert es, dann kannst du schon mal resignieren. Und manchmal braucht es dann so
Figuren, so Impulse, so Irritationen, die kommen und einem wieder ein bisschen wecken. Das ist das Erste. Der Johannes zeigt uns das grosse Bild auf, die Kontinuität von der grossen Geschichte von Gott und den Menschen. Und das Zweite, hängt eng damit zusammen natürlich, der Johannes ist in erster Linie ein Wegbereiter. Darum der Bezug zum Elia. Er ist eben nicht der Messias. Man könnte sagen, er hat den Job vom Voract, vor dem Hauptevent, vor dem Mainliner. Und wir wissen alle, wie es mit denen ist, gell? Die einen leiden ja ein bisschen darunter, wenn sie nur Voracts sein können, aber wenn der Voract wirklich richtig gut ist, gell, dann rockt es eben schon auch noch recht. Aber gleichzeitig ist es schwierig, weil eigentlich sind ja alle nur dort, weil sie den Hauptakt sehen wollen. Der Johannes hat sich selber als Wegbereiter verstanden für Jesus und er hat gewusst und erwartet, dass der nach ihm kommt, grösser sein wird als er. Der Johannes wird trotzdem in allen Evangelien vor Jesus eingeführt und zeigt, um genau das zu unterstreichen. Und der Johannes soll ein neues Zeitalter ankündigen und einläuten. Er steht wie ein Ausrufezeichen. Achtung, jetzt kommt's. Ich habe gemerkt, dass da drin viel steckt, wo wir für unser Leben mitnehmen können. Und ich möchte so auf 3 Punkte eingehen, die wir auch persönlich anwenden können. Wenn es um die Figur von Johannes geht, wo man so schnell drüber lesen, manchmal sich sogar fragt, was hätte er sollen. Wir haben noch lange nicht alles entdeckt von ihm, da kommt noch mehr. Aber aus dieser Verbindung von Elia und Johannes möchte ich 3 Gedanken, Anstöße weitergeben. Das erste ist, Gottes Geschichte mit den Menschen ist eine lange Geschichte. Und jeder von uns lebt dort irgendwo einen Teil mit drin. Jetzt, was ich feststelle, ist, dass wir in einer Welt und in einer Zeit leben, wo der Individualismus extrem stark ist. Du und ich, wir haben einen Job in unserem Leben. Das ist das Beste aus unserem Leben herausholen, die beste Karriere zu lancieren, das Größte zu werden und alles so machen, dass es für uns dann am besten stimmt. Das prägt uns. Und ehrlich gesagt finde ich es auch oft recht cool. Und du wahrscheinlich auch. Wir haben Möglichkeiten en masse. Und irgendwie stimmt dir das auch. Weil die Bibel ist voll von Zusagen, dass du und ich unglaublich kostbar sind. Da lesen wir in den Psalmen, dass wir schon gesehen worden sind von Gott, geformt im Mutterleib. Das ist so eine Fokusperspektive auf dich und mich. Und ich will sagen, hey, du bist so wertvoll. Hey, du bist einzigartig. Hey, das sage ich meinen Kindern jeden Tag. Hey, du bist einzigartig, weil ich will, dass sie die Wahrheit hören. Das ist gut. Gleichzeitig dunkt es mir, Gottes Sicht ist eben grösser. Und ich glaube, das schafft auch die Bibel immer wieder, um eine grössere Perspektive aufzuzeigen. Wir sind eingebettet in eine unglaublich lange Geschichte. Und mir fällt das manchmal dann auch auf, wenn ich wieder mal in so einer Megastadt unterwegs sein darf. Kürzlich wieder in London, in der vollpackten U-Bahn. Ich habe meistens an diesen Ort, im ÖV in so Grossstädten, so eine Erfahrung, die mir gut tut. Ich merke nämlich, was für ein Muckenfurz ich auf diesem Planeten bin. Du musst einmal herumschauen und du siehst Menschen, du siehst ihre Gesichter, manchmal hast du das Gefühl, schon äußerlich, da redet eine Story. Du siehst Armut, du siehst schöne Sachen, du siehst kurliges Zeug, gerade so an fremden Ort, oder? Und du merkst so, hey, ich und meine Probleme. Also der Herrgott hat wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen noch, wenn ich so die U-Bahn, nur schon den einzelnen Wagen anschaue. Und eigentlich finde ich das super. Weil ich glaube, es ist eben sowohl als auch. Mir geht es heute nicht darum zu sagen, du und ich, wir sind nicht wichtig in den Augen von Gott. Aber die biblischen Texte und die Rolle von Johannes zeigt uns, es gibt da auch noch mehr. Und es geht nicht darum, uns nur in unserem Individualismus zu bestätigen. Und was ich manchmal feststelle, ist, dass wir ja genau auch in unserem Glauben nach dem suchen. Wir haben an unser Glaubensleben genau auch diesen Anspruch. Es geht um mich. Gott kümmere dich um mich. Heil mich. Zeig mir den Weg. Gib mir Klarheit. Ich möchte grosse Dinge mit dir erleben. Brauch mich für dein Reich. Ganz ehrlich. Gott braucht dich nicht. Wir sind limitiert, wir sind begrenzt. Und Gottes Reich dreht sich um ihn und nicht um uns. Und die Lebensgeschichte von Johannes kann uns vielleicht ein bisschen etwas von ihm aufzeigen. Es kann befreiend sein, zu realisieren, dass wir zwar einen wichtigen Teil haben, aber schlussendlich Gott viele größere und längere Perspektiven hat.
Und mich entlastet es auch, weil es heisst, dass trotz meiner Begrenztheit und meinem manchmal nicht Erleben von Gott oder von Sachen oder von Wünschen und Vorstellungen und meiner Orientierungslosigkeit und insbesondere meinem Versagen, Gott hat immer noch einen Plan. Gott hat immer noch einen Plan. Aber er will auch, das zeigt er, dass er die Menschen braucht, den Johannes. Er will auch, er will mit dir und mir. Schaffen wir es, beides zu nehmen. Das ist meine Einladung. Wir sind eingebettet in eine grössere Geschichte. Das Zweite, Gott bleibt seinem Wort treu, aber in dem überrascht er uns extrem oft. Es kann so schnell passieren, dass wir verpassen, was Gott möchte tun. Weil wir vielleicht eine zu klare Vorstellung haben, wie das müsste aussehen. Wenn Gott den historischen Elia angestellt hätte, hätten wohl viele Schriftgelehrte und Pharisäer einfacher gehabt, Jesus als den Messias zu erkennen. Aber er hat den komischen Johannes geschickt, der sich selber kryptisch ausdrückt, wo nicht rauskommst, was er jetzt wirklich will. Und meine Frage ist, wo sehnen wir uns auch nach Sachen? Vielleicht sind da offene Versprechungen, vielleicht sind es 400 Jahre gefühlt im Leben, wo wir auf etwas warten, aber wir haben auch ein bisschen jetzt klare Vorstellung. Und Gott wird etwas Neues starten und will es aufbringen. Und vielleicht sieht es anders aus, als du denkst. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du dich auch auftust für das, dass du dein Herz öffnest, dass du das kannst erleben. Wo ist Gott mit drin und fängt schon etwas an und es wird durchbrechen. Vielleicht ein bisschen anders, als du es dir vorgestellt hast. Weil Gott ist treu, aber er überrascht uns trotzdem oft. Und dann gibt es noch so den Härteruf. Und ich habe es fast nicht gewagt, das mit dem Ausrufezeichen zu schreiben, darum habe ich das Fragezeichen gesetzt. Wir alle lieben Berufungsgeschichten. Und oft im Leben wünschen wir uns nichts mehr als eine Berufung. Berufungsgeschichten geben Halt und Klarheit. Sie haben auch etwas Heroisches. Ja, und der Johannes, der war berufen. Und ich glaube, er hat das auch gewusst. Das Dumme ist nur, er war berufen, um der Zweite zu sein. Und die Frage ist, können wir mit dem leben? Wir sind berufen, Zweite zu sein. Halt den Vorrecht. Und vielleicht wirst du nie ein Mainliner. Der Johannes hat seine Berufung, Zweite zu sein, ernst genommen. Und er hat sie vor allem angenommen. So wie es der Engel seinem Vater verkündet hat, dass er das Kommen von Gott nur wird vorbereiten. Und dann stellt euch vor, jetzt hat er das gemacht, hat die Lebensaufgabe angenommen und dann muss er gehen, bevor Jesus am Kreuz und wieder aufsteht. Ich meine, wenn ich Johannes gewesen wäre, hätte ich es wenigstens gesehen, dass das Gottesreich jetzt den Tod überwindet. Pech gewesen, gell? Du kannst schon mal abtreten. Du kannst ja schon heimgehen, kannst nicht mehr warten und das Konzert noch miterleben. Oh, ist das bitter, hey. Aber irgendwie hat er das angenommen. Und er hat selber gesagt, das sind seine Worte. Johannes 1,23, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg frei für den Herrn. Und ein bisschen später sagt er der berühmte Aussage, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Ich glaube, es ist eine grosse Einladung an uns. Als Nachfolgende von Jesus haben wir die gleiche Aufgabe wie der Johannes, einen Weg für Jesus zu bereiten. Auf ihn hinzuweisen. Follow Jesus, so hat unsere Konferenz geheissen. Unser Jahresthema dreht sich um das Abenteuer. Und ich möchte dich fragen, wie ist dein Leben auf Christus hin? Und wirklich ganzheitlich und nicht nur deine Worte, weil die kann man schnell einmal präsentieren. Und nicht nur deine Rituale, weil am Sonntag geht man schnell mal neu killen. Sondern wirklich wird der Christus gross in dir, dort, was niemand sieht, wird seine Liebe durch dich spürbar. Hey, ich frage das auch mich, ich verstehe mich richtig. Ich habe das nicht im Griff. Aber ich glaube, es ist das, was der Johannes uns ruft. Sind wir da, um den Weg für Jesus zu bereiten? Und kommt das raus im Engsten, bei deinen Kindern, bei deinen Nächsten, bei deinen Wegekollegen, bei deinen Partner und Partnerinnen, dort, wo es niemand sieht. Weil wir sind nicht da für uns, sondern um den Weg zu bereiten. Entgegen dem Trend von unserer Zeit ist unsere Berufung nicht, ein eigenes Königreich zu bauen, sondern auf den wahren König hinzuweisen. Schaffe ich den Raum, dass Gott der Retter sein darf und nicht ich es bin. Wie oft ist meine christliche Tat motiviert darum, dass ich etwas Gutes daraus ziehe? Wie oft stelle ich mich im Mittelpunkt? Und ich glaube, der Johannes zeigt uns etwas, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Wo bist du, sogar in deiner Aktion, ein Hindernis, dass Jesus gross werden kann? Wo musst du Menschen zumuten, dass sie zu Jesus kommen, direkt, ohne den Filter von dir? Wo musst du einfach hinweisen und sagen, ich bin da, damit ich abnehmen kann und er kann zunehmen. So wird es in einigen Übersetzungen geschrieben. Dass ich in den Hintergrund treten kann und er grösser wird. Es ist die Aufgabe, den Weg zu bereiten und die ist mega wichtig. Aber sie ist eben lange nicht so wichtig
wie der Mensch gewordene Gott ist, der den Weg beschreitet, der alles auf sich genommen hat, damit du und ich ewiges Leben haben. Ich liebe den Johannes, weil er macht uns Jesus gross. Und er will zeigen, die Geschichte ist nicht ein Unfall mit dem Jesus, sondern das ist ein grosser Plan von der Geschichte von Gott mit den Menschen. Achtung, es kommt. Achtung, etwas Neues fängt an. Und es ist meine Einladung an dich, das heute zu empfangen. Der Johannes will dir zurufen. Achtung, Gott kann durchbrechen. Achtung, Gott kann in deinem Leben noch mal etwas anstoßen, anknüpfen. Dort, wo du vielleicht schon lange wartest. Dort, wo du vielleicht schon aufgegeben hast. Aber will dich auch einladen und sagen, hey, bist selber Wegweiser auf Christus. Du darfst abnehmen, er darf zunehmen. Wie grossartig, hey. Wir kämpfen viel sonst ums Abnehmen. In diesem Fall lohnt es sich wirklich. Ich möchte beten. Und grosser Gott, ich danke dir in erster Linie für das gewaltige Zeugnis von diesen biblischen Texten, die wir haben, die so viel Tiefgang drin haben, wo ich selber immer wieder überrascht bin, wenn ich mich auf etwas einlasse. Ich danke dir für das Lebensbild von Johannes, ein Täufer, eine kurlige Figur. Und ich bete, dass wir daraus heraus können, gestärkt und ermutigt werden. Einerseits, dass du eine grosse Geschichte in deiner Hand trägst. Dass du den Überblick hast. Dass du weiter als wir siehst. Andererseits aber auch, dass wir provoziert werden, uns zu fragen, wo ist so uns noch mehr auf dich einzuweisen. Noch mehr in den Hintergrund zu treten. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns das persönlich übersetzt. Jesus, ich lade dich ein, dass du mit uns ins Zweigespräch kommst. Und ich danke dir, dass du das machst.